Hallo und herzlich willkommen zur NASCAR Whelen US Series 2023. Heute vom Autodromo di Vallelunga in der Nähe von Rom in Italien. Wir schauen heute auf die beiden Euro-NASCAR 2 Rennen, die auf diesem Traditionskurs hier ausgetragen werden. Hier haben wir einmal die Facts in der Euro-NASCAR 2. Wir haben 2 Rennen jeweils mit 15 Runden. Das erste Rennen am Samstag, das zweite Rennen am Sonntag. Schauen wir uns die Strecke an. Das hier ist das Autodromo di Vallelunga mit einer Länge von 4,09 Kilometern und insgesamt 14 Kurven. Und wir sehen es auch schon in Turn 14. Das ist eine typische Ovalkurve, denn früher war das hier mal ein Dirt Track. Bevor wir auf das erste Rennen in der Euro-NASCAR 2 schauen, haben wir hier Paul Giffrot im Interview. Ich sitze hier zusammen mit dem Franzosen, der für ADV Competition in der Startnummer 3 startet. Und wir reden erst einmal über Brands Hatch, denn da hat er seine ersten Führungsrunden überhaupt im Regen gesammelt. Es war wie ein Traum. Ich habe nicht wirklich Wörter, um zu beschreiben, wie das für mich persönlich war. Es war einfach großartig, auch wenn wir mit dem Setup einen kleinen Fehler gemacht haben. Wir haben einfach gehofft, dass es weiter regnet, dass es nass bleibt, aber es ist abgetrocknet. Dadurch war unser Reifendruck zu hoch und die Reifen wurden zu heiß und ich konnte dann nicht mehr mit Vladimiros mithalten. Aber ich war immer wieder vorne an der Spitze, habe mitgekämpft. Also was soll ich sagen, es war wirklich ein perfekter Tag. Und ich denke mal, das ist ein großer Motivationsschub für dich, oder? Weil du ja jetzt auch in der Euro-NASCAR Pro fährst und in der Euro-NASCAR 2 viele Podien geholt hast und immer in die Top 5 gefahren bist. Was ist die Magie zwischen ADV Competition und dir? Natürlich habe ich jetzt eine Menge Selbstvertrauen. Ich arbeite zum ersten Mal mit ADV Competition zusammen mit dem Teammanager und es hat sofort gefunkt. Wir haben sofort einen Rhythmus, einen Flow bekommen und das hilft natürlich massiv, dass wir da vorne an der Spitze mithalten können. Es fühlt sich einfach natürlich an, dieser Workflow, den wir hier bei ADV Competition haben. Wir wollen einfach effizient und schnell an die Spitze kommen. Wir arbeiten deswegen auch sehr hart daran. Wir testen viel, wir probieren viel aus und auch da steigt natürlich das Selbstbewusstsein. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn wir uns treffen, sind wir immer ein bisschen besser geworden. Und das zeigt, dass wir in die richtige Richtung arbeiten. Das also die Worte von Paul Giffrot, der es hier nicht nur in den Interviewbereich geschafft hat, sondern auch auf die Pole Position. Der junge Franzose ist wirklich auf einem Hoch in der NASCAR Whelen US Series. Vergangenes Jahr hat er sein Debüt gefeiert und jetzt scheint er so kurz davor zu sein, sein erstes Rennen zu gewinnen. Wir sind in Italien, 42 Grad, es ist richtig, richtig heiß, bis zu 80 Grad in den Autos und trotzdem stehen da draußen rund 25.000 Zuschauer, die sich das hier anschauen. Die NASCAR Whelen US Series, die Euro-NASCAR 2. Und wir schauen natürlich auch wieder auf unseren luxemburgischen Protagonisten, auf Gilles Linster, der hier mit der Startnummer 50 aus der zweiten Startreihe startet und Alberto Nascar erst einmal nach vorne pusht. Hier kann es die 54 von Cal Racing so an dem Polesitter an Paul Giffrot vorbei schaffen. So ist es. Alberto Nascar mit dem Push unseres Luxemburgers Gilles Linster auf Platz 1. Paul Giffrot jetzt auf der zweiten Position und dahinter kämpft Gilles Linster gerade um die dritte Position, während wir hier die Startnummer 8 von Vic Motorsport einmal abseits der Strecke gesehen haben. Das war aber nichts Wildes. So, die Reihung ist jetzt hergestellt. Alberto Nascar vor Paul Giffrot, dann Gilles Linster auf Platz 3 und dahinter wird jetzt Vladimiros Tsortzis angegriffen, der bisher alle Euro-NASCAR 2 Rennen in diesem Jahr gewonnen hat und zwar von Claudio Capelli in der gelben 18 und Vladimiros Tsortzis muss in der Startnummer 5 von Academy Alex Caffi Motorsport erst einmal den kürzeren ziehen. Und jetzt wird er angegriffen von Martin Dubek und auch von Thomas Toffel. Also, da gehen jetzt gerade viele Fahrer an den Zyprer vorbei, der so stark in diese Saison gestartet ist. Aber hier könnte die Serie womöglich reißen. Er wäre mit dem Rekord von Stines Langeur gleichgezogen. Der hat es mal geschafft, zu Beginn der Saison 5 Rennen in Folge zu gewinnen. Vladimiros Tsortzis ist bei 4 Siegen, aber hier wird es wohl sehr, sehr schwierig für ihn. 3-Wide teilweise hier in diesem sehr technischen Bereich, da wird teilweise sogar in den ersten Gang runtergeschaltet. Nascar, Giffrot, Linster, dann Claudio Capelli, dann Martin Dubek, dann Thomas Toffel und mittlerweile sogar vor Vladimiros Tsortzis der Legend Trophy Champion Melvin de Groot in der Startnummer 69 von Team Blekemolen. Bisher hat Gilles Linster in dieser Saison immer wieder um die Top 3 Plätze gekämpft, aber er hat es noch nicht aufs Podium geschafft. Ist das jetzt endlich der Zeitpunkt, an dem der Knoten platzt? Er hat jetzt hier gerade sehr, sehr gute Chancen, setzt sich mit dem Top-Trio ab und das könnte vielleicht ein gutes Zeichen sein. Aber es sind lange 15 Runden. Hier schauen wir auf den Kampf um die 14. Position. Nick Strickler verliert da einiges an Bodywork an seinem Racing Fuel Chevrolet mit der Startnummer 94.
Hier haben wir in der Startnummer 72 Michael Bleekemolen, der älteste Fahrer im Feld. 73 Jahre alt ist der Niederländer, der schon in der Formel 1 gefahren ist und der sagt, diese Hitze im Auto macht mir gar nichts aus. Vladimiros Djordjic holt sich die 6. Position von Melvin de Groot zurück. Denkst du, der kommt da weit raus? Gibt es den Konter des Niederländers, der ein eigenes Recycling-Unternehmen führt und mit seiner Familie sogar Roséwein herstellt. Das ist so ein bisschen das Geheimnis hinter Melvin de Groot. Ein ganz interessanter Gentleman-Fahrer, den wir hier in der NASCAR Whelen US Series haben. Der Kampf um die 4. Position. Claudio Capelli gegen Martin Dubek und eben Vladimiros Djordjic, der nach diesem schlechten Start versucht, hier zurückzukommen. Der hat jetzt natürlich einiges an Arbeit vor sich, aber ich habe das Gefühl, den Sieg, den muss er abschreiben, wenn nicht jetzt noch irgendetwas völlig Verrücktes passiert. Djordjic jetzt im Angriffsmodus gegen Martin Dubek auf der langen Gegengeraden. Da geht es gleich rein in eine 180-Grad-Kurve, Rechtskurve. Er kann sich da innen reinsetzen und fährt da an Martin Dubek vorbei, als ob der da stehen würde, der Champion in der EuroNASCAR 2 des Jahres 2021. Also, damit Djordjic mittlerweile auf Platz 5 und jetzt hat er noch Claudio Capelli vor sich. Der Italiener mit dem markanten Bart kämpft hier um den Sieg in der Legend Trophy. Der würde aber natürlich so ein Top-5-Ergebnis gerne mitnehmen. Djordjic zieht innen rein, Capelli lässt sofort die Tür auf. Ich glaube, der Italiener weiß, dass er da gegen Djordjic keine Chance hat und nimmt deswegen auch den Weg des geringsten Widerstands und lässt die Startnummer 5 passieren. Und damit geht jetzt natürlich die Jagd von Djordjic auf Linster los. Der Luxemburger liegt ja auf der 3. Position, aber die Lücke ist relativ groß. Hier haben wir Alberto Nasca ganz klar in Führung vor Paul Giffrot, der diese Pole Position nicht hat umsetzen können, aber auch weil Linster Alberto Nasca da mit einem Push am Start an der Startnummer 3 vorbei geschoben hat. Hier haben wir Paul Giffrot, der in dieser Saison ultra konstant ist. Er ist jedes Mal in die Top 5 gefahren und auch in 3 Rennen aufs Podium von insgesamt 4. Hier haben wir Patrick Schober auf der 8. Position gegen Melvin de Groot und da müssen wir darüber reden, denn Patrick Schober, der Österreicher, ist aus der Boxengasse gestartet, also von Platz 27 aus und fährt hier womöglich noch in Richtung Top 5, nutzt hier den Fehler von Melvin de Groot problemlos aus und ist damit 7. Also von ganz hinten bis in die Top 10 hat es Patrick Schober hier im Double V Racing Ford Mustang schon geschafft. Melvin de Groot hat den Saisonauftakt in Valencia verpasst und möchte natürlich trotzdem in der Legend Trophy ein Wörtchen mitreden, während wir da vorne wieder Patrick Schober sehen. Der überrundet da erst einmal einen Kontrahenten, nämlich die Startnummer 38. Das war kein Kampf um Positionen. Der guckt jetzt sogar noch ein bisschen weiter nach vorne, denn da lauert schon Thomas Dombowski in der Startnummer 66. Der Franzose startet hier für das Team Bleekemolen. Und das hier wird jetzt ein ganz interessanter Kampf. Gilles Linster auf der 3 gegen Vladimiros Djordjic auf der 5. Die beiden kämpfen hier um den verbleibenden Platz auf dem Podium. Wer wird hier Dritter auf dem Autodromo di Vallelunga in dieser Schlussphase des EuroNASCAR 2 Rennens? Djordjic hat sich wirklich sehr stark herangefahren an den Hendricks Motorsport Toyota Camry mit der Startnummer 50. Aber Linster wird sich jetzt natürlich so breit wie möglich machen, um das Podium hier zu verteidigen. Es wäre sein erstes in der Saison 2023 und hier kommt schon der erste Angriff von Djordjic. Der verbremst sich ein klitzekleines bisschen. Lock-up da vorne rechts, aber Linster kann sich noch davor halten. Stark gemacht von Gilles Linster, der sich da überhaupt nicht beirren lassen hat, um sich vor Djordjic zu halten. Jetzt ist die Lücke wieder etwas größer geworden. Aber was macht Djordjic auf der Bremse? Da ist er wirklich sehr stark. Wir sehen es auch, die Lücke wird sofort kleiner im Kurveneingang. Auch im Center der Kurve ist er noch dran. Aber was passiert jetzt im Kurvenausgang? Da war gerade Linster deutlich stärker, aber die Lücke bleibt relativ klein. Der nächste Angriffsversuch vielleicht jetzt von Djordjic. Linster bleibt da auf der Kampflinie. Djordjic versucht es mit dem Criss-Cross-Manöver, aber auch das klappt erst einmal nicht. Stark verteidigt von Gilles Linster, der da ganz fair einfach auf die Kampflinie gegangen ist. Jetzt ist er ein bisschen weit außen. Jetzt hat er die Tür so ein bisschen aufgelassen. Die beiden nebeneinander. Jetzt die nächste Kurve ist eine Linkskurve. Eine sehr langsame Linkskurve. Also Vorteile für Gilles Linster, der das, glaube ich, kommen sehen hat. Das nächste Criss-Cross-Manöver von Djordjic. Die beiden wieder Tür an Tür. Die nächste Kurve ist eine Linkskurve. Side by Side, ohne Berührung klappt das Ganze. Aber Linster kann hier erst einmal diese Attacke abwehren. Wieder Kampflinie, der Startnummer 50, auch in Kurve 14. Da haben wir so ein bisschen Banking. Das ist diese Kurve, die früher zu dem Oval gehört hat, auf dem dieses Autodromo di Vallelunga hier basiert. Piero Taruffi, der ehemalige Formel-1-Fahrer, dann diesen Grundkurs hier designt, der zuletzt in den 2000ern nochmal mit einer Passage erweitert worden ist. Es ist eine verdammt schnelle Strecke, insbesondere hier im ersten Sektor. Da muss man teilweise sehr viel Mut haben, um in die Kurven reinzufahren, ohne zu bremsen oder nur mit ein bisschen Liften.
Und dann wird es halt immer technischer, immer langsamer im zweiten und im dritten Sektor. Die beiden wieder nebeneinander. Linster hält sich vor Zortzis. Also ich habe das Gefühl, da liegt was in der Luft. Da könnte gleich noch was passieren. Immer wieder sind es nur Millimeter und Zentimeter, die die beiden da trennen. Es geht wieder rein in diese 180-Grad-Kurve. Da hat Zortzis dieses Mal keine Chance, mal innen reinzustechen. Das ist natürlich eine Kurve, in der Möglichkeiten existieren, um einen Konkurrenten mal zu überholen. Der nächste Versuch, Linster bleibt außen und es gibt da den Kontakt zwischen den beiden. Und da hat Zortzis Linster definitiv von der Ideallinie gedrängt. Und jetzt fährt er einfach an der Startnummer 50 vorbei. Das Ganze wird natürlich von der Rennleitung angeschaut. Und es kommt auch sofort die Ansage vom Rennleiter von Filippo Gaudet, dass hier Vladimiros Zortzis am Ende des Rennens einen Platz verlieren wird. Er muss die Position an Gil Linster zurückgeben. Wenn das nicht auf der Strecke passiert, dann eben nach dem Zielstrich. Während wir hier an der Spitze Alberto Nasca sehen, der seinen ersten Saisonsieg einfährt vor Paul Giffrot und eben Gil Linster, der Dritter wird vor Vladimiros Zortzis. Und Patrick Schober, der hier wirklich noch in die Top 5 gefahren ist vor Claudio Capelli und Melvin de Groot. Also das erste Podium für Gil Linster und der erste Saisonsieg für Alberto Nasca vor seinem Heimpublikum hier auf dem Autodromo di Vallelunga. Hören Sie sich das an im Hintergrund. Und das ist doch mal ein richtig tolles Bild. Hören wir rein beim Sieger. Ich danke natürlich meinem Team, ich danke allen meinen Sponsoren, allen meinen Unterstützern, meiner Familie. Die sind hier wirklich unglaublich gewesen. Und ich schulde einem Fahrer ungefähr 10 Bier und das ist, glaube ich, Gil Linster gewesen, der hinter mir diesen Push gegeben hat am Start. Gil Linster, du hast mich hier auf die erste Position gepusht, an Giffrot vorbei. Vielen, vielen Dank. Hier haben wir Paul Giffrot. Natürlich wird er ein bisschen enttäuscht sein, aber der zweite Platz ist natürlich ein gutes Ergebnis. Alberto war einfach schneller als ich. Das muss ich sagen. Natürlich möchte ich eines Tages hier in der Victory Lane stehen, aber wir waren verdammt schnell, er war schnell. Das war ein super tolles Rennen. Ich habe da auch einige Runden lang mit Gil gekämpft, aber na klar, ich wollte eigentlich unbedingt gewinnen. Ich habe es nicht geschafft, aber unsere Zeit wird definitiv kommen. Das ist das einzigartige Podium in Italien. Schauen Sie sich die Massen an Zuschauern an, die hier natürlich ihrem Idol, dem YouTube-Star Alberto Nasca, zujubeln, der hier dieses Rennen gewonnen hat. Auf der rechten Seite in schwarz gerade Gil Linster mit dem ersten Podium im Jahr 2023. Die konstanten Leistungen gehen weiter. In der Rookie Trophy gewinnt Thomas Dombrowski vor Thomas Toffel und Nick Schneider. In der Legend Trophy haben wir Claudio Capelli vor Melvin de Groot und Paolo Valeri. In der Lady Trophy gewinnt Ariana Casuli in der Startnummer 14. Oh Gil, erstes Podium der Saison, wie fühlst du dich? Ja, super. Also ich fühle mich richtig gut. Eigentlich nicht wegen der Position, sondern einfach, dass ich endlich diese 4. Position geknackt habe. Es ist so schrecklich, wenn du 4. wirst und ja, 3. ist jetzt, endlich haben wir diese 4. Position geknackt. Es gab am Ende einen leichten Kontakt zwischen dir und Zortzis, was war da? Ja, also ich musste mich wirklich sehr hart verteidigen mit allen Bandagen, alles was möglich war. Zortzis war ein Stück schneller, hat seine Reifen sicher ein bisschen besser gemanagt als ich und zum Schluss ja, musste er mich abschießen, um seine Position zu bekommen, aber ja, nach 5 Sekunden Strafe hatte ich natürlich die letzte Runde meine 3. Position zurück. Wie war es mit der Temperatur im Auto? Schrecklich, also ganz ehrlich, es ist so super heiß in diesen Autos, wir haben ja gar nichts, wir haben ein neues Rohr eingebaut, dass wir ein bisschen Luft bekommen, aber 6 oder wie viel Grad, 36 Grad waren es heute, bringt es überhaupt nichts mehr, es ist eigentlich nur noch ein bisschen Gefühl und der Kopf sagt, da kommt frische Luft. Es gab auch einen ganz interessanten Privat mit dir und Nasca. Ja, also ich und Nasca, wir sind ja letztes Jahr in einem Team gefahren und ja, wir wissen, wie man zusammen fährt. Ich weiß noch genau seinen Fahrstil und ja, ich denke, das war ein bisschen American Style. Ja, der hat einen richtig guten Push da bekommen. Wir sind in Kurve 1, der ist da geflogen, also ich habe den wirklich richtig gut mitgedrückt und der hatte schon 3-4 Autolängen, hatte der schon Vorsprung für unten in Turn 3, also ja, der Push war gut. Das heißt, gutes Teamwork. Ja. Jetzt für morgen weiß ich, morgen kriegt er den Push nicht mehr. Der war heute zu schnell und ich hätte besser gehabt, den und Zortzis ein bisschen kämpfen lassen und dann selbst vielleicht davon profitiert, aber ja, war okay, war gut. Und damit springen wir rein in das zweite Rennen, Runde Nummer 6 in der Saison 2023 von insgesamt 12. Und wir müssen natürlich nach diesem unglaublichen Comeback mit Patrick Schober sprechen. Wir starten aber auch wieder im Brands Hatch, denn da ist das Auto kaputt gegangen, völlig zerstört worden bei einem Unfall. Es musste ein neues Auto gekauft werden. Jetzt wollen wir mal reinhören, was da eigentlich passiert ist. Wir hatten die ganze Zeit Probleme mit dem Getriebe, schon das ganze Wochenende lang in England.
Ich muss sagen, ich habe alles richtig gemacht. Ich bin definitiv in den dritten Gang geschaltet, aber es fühlte sich an, als ob der erste reingegangen wäre. Und dann bin ich da so ein bisschen gewobbelt, dann wurde ich erwischt von Jack Davidson und dann ging es voll in die Streckenbegrenzung und dabei wurde das Auto leider komplett zerstört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da keinen Fehler gemacht habe, dass es nicht an mir gelegen hat, aber es ist jetzt nun mal passiert, das Auto ist dabei zerstört worden. Es ist, wie es ist. Jetzt reden wir über die positiven Dinge, wie zum Beispiel das Samstagsrennen hier in Italien. Neues Auto, das Team hat sich wirklich den Hintern aufgerissen, um dieses Auto auch vorzubereiten. Und jetzt ist es so gewesen, dass es sogar noch einen Unfall in der Euronesca Pro von Stefano Attianese gegeben hat. Das Team musste wieder einmal an dem Auto arbeiten und hat dich gerade eben noch auf die Strecke gebracht, und zwar aus der Boxengasse heraus. Ja, das war natürlich unglaublich, dass Double V Racing es hier geschafft hat, das Auto rechtzeitig zu reparieren. Also Hut ab vor dieser Leistung. Ja, und dann ging es von ganz hinten aus los und ich habe mich da durch das ganze Feld kämpfen müssen. Und aus der Boxengasse vom letzten Platz bis in die Top 5 zu fahren, das war natürlich etwas ganz Besonderes, eines der coolsten Rennen meines Lebens. Also in 15 Runden so viele Konkurrenten überholt zu haben, ist schon etwas ganz Besonderes, das ich noch nie in meinem Leben so erlebt habe. Das war wirklich ein einzigartiges Rennen für mich. Es war natürlich super heiß im Auto aufgrund der hohen Temperaturen. Und es war einfach ein tolles Erlebnis, kann ich nicht anders sagen. Das also die Aussagen von Patrick Schober, während wir hier Alberto Nasca sehen. Der hat die schnellste Rennrunde in Runde Nummer 5 gefahren und hat sich damit die Pole Position geholt. Während wir jetzt hier auf die Feierlichkeiten vor der Strecke, vor dem Start noch schauen. Die Tribünen hier in Italien rappelvoll, auch der Gridwalk war wieder richtig gut besucht. Und hier wird noch die Nationalhymne von Italien und natürlich auch der USA performt. Die Fans haben richtig mitgemacht und das hier ist die Startaufstellung. Nasca neben Giuffreau, Tsorzis neben Linster, Schober neben Dombrowski. Das sind unsere ersten 3 Startreihen und es geht rein in das zweite Rennen über 15 Runden hier auf dem Autodromo di Vallelunga. Die Ampeln sind auf grün geschaltet. Los geht's! Giuffreau bekommt einen guten Start, auch wieder mal mit Hilfe von Gilles Linster, der so ein bisschen à la Tour de France hier zum Edelhelfer wird, indem er immer wieder seine Konkurrenten vor sich nach vorne pusht und Giuffreau übernimmt hier wirklich am Start die Führung. Wieder einmal durch einen Push von Gilles Linster. Der hat jetzt quasi den Gefallen zurückgezahlt an Giuffreau, den er erst im ersten Rennen an Alberto Nasca vergeben hat. Dahinter wird ziemlich unruhig. Die beiden Race Art Technology Autos sind in einen Unfall verwickelt und Max Mason fliegt da mit der Startnummer 1 über eines der gelben Autos drüber. Uiuiui, ein richtiger Big One, der hier 6, 7 Autos in Mitleidenschaft gezogen hat. Melvin de Groot ist mit dabei. Max Mason hinten die Startnummer 38 auch verwickelt. Schauen wir uns das Ganze nochmal aus der Sicht von Mason aus Australien an. Der Youngster aus Down Under ist 16 Jahre alt, bekommt hier den ersten, hier den zweiten und dann den dritten Hit. Und der muss danach auch erst einmal ins Krankenhaus aufgrund dieses Aufschlags, nachdem das Auto abgehoben ist. Da gibt es Probleme mit dem Wirbel, aber er ist auf dem Weg der Besserung. Full Course Yellow und Safety Car, das ist natürlich klar. Melvin de Groot läuft hier über die Strecke. Max Mason, der hält sich da sogar so ein bisschen den Rücken aufgrund der Verletzung. Die italienischen Fans warten auf den Restart. Der kommt auch relativ fix, obwohl da sehr, sehr viel aufgeräumt werden musste. Es gibt einen Single-File-Restart, damit hier die Meute mal so ein bisschen ruhiger zur Sache geht bei diesen Temperaturen. Vielleicht gar keine schlechte Idee, um die Gemüter wieder so ein bisschen runterzubekommen. Giuffreau verteidigt seine Führung beim Start, kommt da sehr gut vom Fleck. Alberto Nasca liegt auf der 2. Position. Dann haben wir Tsorzis auf der 3 und der greift da auch gleich mal nach der Position von Alberto Nasca. Und dahinter dann Gilles Linster auf der 4 und der versucht jetzt hier an Vladimiros Tsorzis vorbeizukommen. Dahinter Thomas Dombrowski. Dann haben wir Patrick Schober auf der Außenbahn. Der wird attackiert von Martin Dubek in der Startnummer 7. In der Startnummer 7, der Tscheche, das ist der Teamkollege von Gilles Linster bei Hendricks Motorsport, der im Jahr 2021 die Euronesca 2 Meisterschaft gewonnen hat. Und der ist da an Patrick Schober vorbeigekommen. Schauen wir mal, ob er seine Position auch wirklich verteidigen kann. Wir sehen die Meute jetzt gerade in dieser typischen 180-Grad-Kurve. Vorne an der Spitze Giuffreau von Nasca, dann Tsorzis, dann Linster auf der 4. Position. Die 4. Position ist so ein bisschen die Lieblingsposition von Gilles Linster im Jahr 2023. Ich glaube nicht, dass er sie besonders mag, aber da hat er schon einige Rennen beendet, eben ganz kurz vor dem Podium. Aber die Konstanz könnte sich am Ende des Jahres noch so richtig auszahlen. Hier haben wir es, Dubek vor Patrick Schober. Die beiden kämpfen da natürlich um die 6. Position. Dahinter dann Nick Schneider im Auto von Markus Stück Motorsport aus Deutschland. Auch der mischt immer wieder in den Top 10. Müsste so ein bisschen mal darauf achten, dass er die Anfängerfehler vermeidet, denn der bekommt jedes Rennen gefühlt eine Strafe aufgrund eines kleinen Vergehens. Ansonsten die reine Pace bei Nick Schneider, die ist wirklich sehr, sehr gut.
Giuffreau, Nasca, Tsortzis, Linster, Dombrowski, Dubek, Schober. Das ist momentan die Reihung vorne an der Spitze. Dann eben Nick Schneider vor Paolo Valeri in der Startnummer 8. Na, bekommen wir hier wirklich eine komplette Runde Racing? Ich glaube, weiter hinten gibt es schon wieder ein Problem auf der Strecke, denn ein Auto fehlt uns nämlich im Live-Timing. Also es könnte da gleich womöglich die nächste Unterbrechung geben, während hier Martin Dubek und Schober noch unter Grün gegeneinander kämpfen. Die beiden hatten schon in Valencia ein wirklich sehr, sehr interessantes Duell, das wirklich eine Augenweide war. Schauen Sie da unbedingt mal rein, wenn Sie das noch nicht gesehen haben. Der Saisonauftakt auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia, da hatte es wirklich in sich, insbesondere der Zweikampf zwischen Martin Dubek und Patrick Schober am Samstag. Die beiden machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Mit einer Menge Respekt, aber trotzdem auch mit harten Bandagen gehen sie da gegeneinander vor. Das ist schon wirklich ein tolles Spektakel, das die beiden uns hier bieten in diesen V8-Monstern. Und ich habe es ja schon gesagt, irgendwo steht ein Auto. Ja, die Startnummer 4. Das ist das Panasport-Auto mit Olivier Panagiotis an Bord. Der hat sich da ins Kiesbett reingegraben und kommt nicht mehr raus. Und das hat ein bisschen gedauert, bis wir hier zum Restart kommen. Also wieder Single-File, wieder Paul Giuffreau vorne an der Spitze vor Alberto Nasca und Vladimiros Tsortzis. Jill Linster ist weiterhin Vierter vor Thomas Dombrowski, Martin Dubek und Patrick Schober. Dann haben wir Nick Schneider vor Michael Blekemolen. Der 73-Jährige ist an Paolo Valeri vorbeigekommen. Und jetzt sind wir drin in Runde 11 von 15. Viel Green Flag Racing haben wir hier bisher nicht gesehen aufgrund der Zwischenfälle, die dieses Rennen zu einem wirklich Kraftakt gemacht haben für die Fahrer. Denn man kann sich das gar nicht vorstellen. Wenn die schnell fahren, kommt viel mehr Luft ins Cockpit und das heißt, dass die heißen Temperaturen viel einfacher zu ertragen sind. Wenn man aber hinter dem Pacecar hertuckert, dann wird es viel, viel anstrengender für die Fahrer, weil sich die Hitze staut und natürlich dauert es Ewigkeiten, dann eine Runde hier zu fahren. Also was die Temperaturen angeht, ist das hier natürlich besser, wenn wir Green Flag Racing sehen. Wir sind hier auf der Gegengeraden wieder unterwegs. Vorne an der Spitze hat sich nichts geändert. Und weiter hinten, da hat es einen Unfall gegeben. Da wurde eine Menge Staub aufgewirbelt. Ui, und das ist eine Highspeed-Passage. Ich kann auch nicht ganz erkennen, was da passiert ist, aber ein Auto hat es richtig erwischt. Das ist Nick Strickler, oh mein Gott. Schauen Sie sich das an, das Auto völlig zerstört. Schauen wir uns mal das Ganze aus der Sicht von Eric Quintal an. Da sehen wir eigentlich nur den Einschlag und wie das Auto da plötzlich über die Strecke schießt. Eric Quintal ist da sehr gut ausgewichen. Und ich glaube, da gab es einen Kontakt mit einem Vic Motorsport Auto. So ist es. Nick Strickler ist ausgestiegen. Ganz, ganz wichtig, obwohl das Auto so zerstört worden ist bei diesem Einschlag. Und jetzt passiert etwas, was wir natürlich im NASCAR-Sport nicht sehen wollen. Das Pacecar biegt ab, es bleibt aber gelb, denn wir werden dieses Rennen leider unter gelb beenden. Aufgrund des Unfalls war es nicht mehr möglich, dieses Rennen neu zu starten. Und dementsprechend geht es jetzt hier unter den gelben Flaggen zu Ende. Der Sieger ist Paul Giuffreau. Er holt seinen ersten Euro-NASCAR-Sieg überhaupt. Und das unter ganz schwierigen Bedingungen vor Alberto Nasca und Vladimiros Tsortzis. Jill Linster wird Vierter, der Luxemburger holt fleißig Punkte für die Meisterschaft vor Thomas Dombrowski und Martin Dubek. Patrick Schober wird Siebter. Hier haben wir den Franzosen, der freut sich natürlich riesig über den Sieg. Ein Sieg ist ein Sieg, egal wie er eingefahren worden ist. Der erste ist verbucht, den kann ihn keiner mehr nehmen. Aber ich bin mal gespannt, was er im Interview sagt. Hier bin ich zusammen mit dem Franzosen. Aber ich sage auch schon, wir hatten jetzt hier kein schönes Rennen, aber Sieg ist Sieg. Was hältst du davon? Ich muss sagen, ich war bei den Starts gut und das war am Ende auch der Schlüssel zum Erfolg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wie es heute gelaufen ist, so möchte ich natürlich nicht gewinnen. Das ist nicht mein Anspruch. Ich hätte mich wirklich gefreut, mit Alberto um den Sieg zu kämpfen. Ich glaube auch, dass wir das Material gehabt hätten, ihn fair auf der Strecke zu besiegen. Ich hätte mich richtig drauf gefreut, denn ich wusste, das könnte unser Rennen werden, indem wir Alberto mit unseren Waffen schlagen. Ja, und wir sind mehr hinter dem Safety Car hergefahren als alles andere. Es ist, wie es ist. Wir nehmen den Sieg natürlich trotzdem mit. Ich freue mich riesig, denn wir haben wichtige Punkte in der Meisterschaft gut gemacht und jetzt schauen wir einfach nach vorne und blicken auf das große Ganze. Das hier ist die Top 10 in der Gesamtwertung. Tsortzis führt weiterhin von Nasca und Giuffreau und auch Linster auf der 4. Position. Immer noch mittendrin, statt nur dabei im Meisterschaftskampf 2023. Das hier ist der Sieger der Rookie Trophy, Thomas Dombrowski vor Nick Schneider und Jack Davidson. In der Legend Trophy gewinnt Michael Blekemolen vor Claudio Capelli und Paolo Valeri. Die Lady Trophy geht wieder an Ariana Carsoli. Und das war's hier aus Italien.